Guten Morgen zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Yippie! Was muss ich jetzt machen? Sport. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, bin ich selbstständig. Das heisst, ich kann aufstehen, wenn ich will und so lange liegen bleiben, wie ich will, theoretisch. Und das wird mir zum Verhängnis. Weil in meinem Kopf bin ich immer noch 12 und würde das 100% ausnutzen, dass ich bis nach 12 im Bett liegen kann. Nichtsdestotrotz bin ich ein Podcast-Girlie und höre die ganze Zeit irgendwelche Podcasts. Ich kann nicht einfach nichts hören. Ich bin wirklich immer etwas am hören. Meistens halt so True-Crime-Scheiß, aber amix also Self-Care-Gacki. Und dann heisst es immer, ja, die Morgenroutine macht den ganzen Tag aus und das wird dein Leben so 100 Millionen Mal verbessern. Und dann habe ich gedacht, wir probieren das in diesem Video aus. Weil ich bin die perfekte Kandidatin. Ich muss nicht in die Schule, ich muss nirgends sein. Ich kann wirklich so den ganzen Scheissdreck machen, wo sie behauptet, Yoga, ja, stay tuned, das wird so ein Scheiß. Und am Schluss von diesem Video wissen wir hoffentlich, ob das einfach ein Gugus ist von diesen huren Influencer, die einfach Zeit haben und das Leben glamourisieren, oder ob es wirklich etwas bringt. Ich kann euch jetzt schon sagen, meine normale Morgenroutine ist einfach irgendwann random aufstehen, wenn ich ein schlechtes Gewissen bekomme, dass ich noch im Bett bin. Dann gehe ich mit der Coco laufen, dann trinke ich irgendeinen Tee und dann ist eigentlich auch schon fertig. Also ganz simpel, es wird jetzt recherchiert, was die möglichst beste Morgenroutine für mich ist. Jetzt nicht für alle Menschen auf der ganzen Welt, aber ich probiere, einen perfekten Plan aufzustellen, den ich einhalten muss. Okay? Ich kann barely planen, was ich zum Mittag essen will, aber es gibt ja ChatGPT. Wir fragen jetzt ChatGPT. Erstens sollte man früh aufstehen, das lassen wir. Ich stehe sagen wir, um 8 Uhr auf. Genau, also frühes Aufstehen, Wasser trinken, Meditation oder Achtsamkeitsübungen, Sport oder Bewegung, Bro, ist das nicht das Gleiche. Gesundes Frühstück, To-Do-Liste erstellen, Zeit für persönliche Entwicklung, also lesen oder Podcast hören, duschen und Pflege anziehen, Kommunikation einschränken und nachher fängt so der Tag an. Uff, aber das ist schon schwierig. Es schießt mir jetzt schon. Ich freue mich, es wird so cool. Aber heute fange ich noch nicht an. Hallo, wir sind hier vor dem Edeka, wir sind in Deutschland und ich gehe jetzt Proviant kaufen für das Huren zum Morgen, weil Spoiler und Plot-Twist, ich esse kein zum Morgen. Ich habe 37 € ausgegeben und habe fast nur gesundes Zeug gekauft. Fast. Aber ihr kennt mich doch, ich kann nicht ohne. Jetzt gehe ich noch kurz in DM, weil ich nicht ins Deutsche ohne in DM gehen und ohne die Geld ausgeben. Ich bin jetzt wieder daheim, nach einer ganz wilden Verfolgungsjagd im DM. Es tut mir sehr leid, Leute, falls euch das amix vielleicht sogar auffällt, wenn ich, also keine Ahnung, wenn ihr mich irgendwo in echt seht. Bro, wenn ihr mir hinten nachlauft, das wäre so eine Antilope und ihr seid so eine Leopard, dann müsst ihr euch nicht wundern, wieso ich davor renne, als wäre ich eine Antilope, weil ich kriege dann Panik, weil ihr nichts sagt und wir einfach nur 2 Minuten hinten nachlaufen und würde euch nicht anschauen. Also, ihr werdet wahrscheinlich nicht checken, dass ich es check. Also, was ich gekauft habe für das Morgen. Okay, nein, das ist für meine Mami. Das habe ich nicht gern. Das ist wahrscheinlich nicht mal gesund. Lass mich in Ruhe. Und dann mit Banane und Kiwi und dann da der True Fruits Gacki. Das ist alles, was ich für das Morgen gekauft habe. Ich denke, ich habe viel gekauft. Und sonst, Bro, sonst kommt so Pizza-Scheiße. Nein, ich habe so Gemüse und so gekauft. Keine Sorge. Hallo. Guten Morgen. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, ich finde es schwierig am Morgen nicht alles durchgehen am Handy. Weil ich habe so ein extremes Kontrollbedürfnis. Ich habe dann das Gefühl, dass ich etwas, also weißt, keine Ahnung, so verpasst, aber nicht verpasst im Sinne von, oh mein Gott, ich will auch dort sein, sondern verpasst im Sinne von, oh, hat es echt irgendeinen Kommentar, den ich löschen muss, hat mir irgendjemand Wichtiges geschrieben und die brauchen jetzt sofort etwas von mir. Aber Bro, be fucking for real. Von gestern Nacht bis jetzt am Morgen ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Also ich habe nur noch ein einziges Problem. Ich weiß nicht, ich bin meditiert. Ich tue jetzt euch irgendetwas auf YouTube suchen und mache das. Sieht man da alles? Ja, Pech. Wir sind mir schon aufgeräumt. Morning Meditation for Positive Energy. Okay. Lovingly closing your eyes once you're ready. Ja, ich hasse das. Inner landscape. Oh, das cringed mich. Fuck. Sorry, nicht gegen die Frau. Muss mit Augen überhaupt zu. Beginning. Deep cleansing breaths now. And then just return. Okay, das war gar nicht schlecht. Aber sie hat mich so an meine Sportlehrerin erinnert, mit dieser hohen sanften Stimme. Bro, die hat uns immer so angefickt und dann plötzlich kommt sie so zum Meditationsteil und ich so, schließen Sie Ihre Augen! So,
Jetzt stellen Sie sich vor. Ja. Es hat legit einfach nur mit so Vorstellungskraft zu tun. Du musst dir einfach selber vorstellen, was so läuft. Und das kann ich eigentlich sehr gut. Ich habe nicht mal an etwas anderes gedacht. Merkt man, wie wach das ich bin? Das ist sehr gut. Was muss ich jetzt machen? Sport. Also mache ich wahrscheinlich ein Ab-Workout. Das schießt mich an. Ah nein, ich muss jetzt erst mit der Coco laufen. Oh, yippie! Ich wollte sagen, mit der Coco laufen ist meine Meditation, aber ich bin traurig, weil meine Ente nicht da ist, wo meine Ente steht. Schau! Wow, wie idyllisch. Okay, also das Workout, das ich mache, heisst 10 Minutes Total Core and Abs. Home Workout, no equipment. Das klingt schon mal gut. Wird ich sterben? Ja. Aber es ist okay. Tschüss, ich zeige jetzt nicht mehr, weil das ist peinlich. Jetzt gibt es Essen, ich habe Hunger. Das ist jetzt das Frühstücks-Setup. Kiwi, Banane, mein hure Journal und der True Fruits Saft. Und ich zeige euch jetzt eine Seite in diesem Journal. Es hat Affirmationen, Manifestationen, Sachen, die man schreiben muss, wo man dankbar dafür ist und eine To-Do-Liste. Und ChatGPT hat ja wollen, dass ich eine To-Do-Liste mache, also mache ich einfach den ganzen Rest auch. Ich war ganz friedlich am Essen, nichts ahnend. Und bin einfach auf TikTok am Scrollen. Ich habe es gar nicht mal gemerkt, das ist so automatisiert, der Prozess von mir, Alter. Ich darf hier noch gar nicht richtig ans Handy. Und das Journal habe ich auch vergessen, weil ich so da gehockt. Fuck! Hallo zusammen, guten Morgen. Also ich sage es euch, wie es ist. Es ist 8:45. Es ist einfach passiert. Tag 1 war wirklich zu strong. Tag 2 kann nicht so strong sein, es tut mir sehr leid. Ich habe gar kein Fazit gemacht zum gestrigen Tag. Ich habe wirklich for real das Gefühl, ich war ein bisschen chilliger drauf durch den Tag. Was für mich sehr schwierig ist zu behaupten, weil ich immer auf 180 bin eigentlich. Außerdem ist mir auch aufgefallen, wie schlecht ich bin im Wasser trinken. Wirklich so, als wäre ich ein Kind, das so Hustensirup trinken muss. So, ich habe überlegt, ob ich einfach Sirup trinken soll, aber das ist glaube ich nicht der Point. Die Meditationsqueen ist back. Heute machen wir 5-Minute Guided Morning Meditation for Positive Energy. Mit die kann ich brauchen. Also das Schlimmste finde ich wirklich, wenn man so schnaufen muss. Lass mich einfach normal schnaufen. Ich werde nicht darüber reden, aber es bringt wirklich etwas. Alter, so ein dreckiger Socken bei meinem Kopfküsschen. Was soll das? Just girly things. Meine Ente kommt. Das ist nicht so gut. Das sollte schon nicht zahm werden. Weil ich komme nicht jeden Tag oder so. Cool. Ja, Coco. Ui. Nein, jetzt schießt die hier an. Yeah. Okay, ich sage euch, wie es ist. Ich habe keinen Bock zum Sport machen. Ist es nicht schon Sport gewesen, was ich gerade gemacht habe? Rausgehen laufen. Meinen die nicht einfach das damit, dass man sich ein bisschen funky monkey bewegt? Bitte sagt ja, ich mag nicht mehr. Also so 12 Cookies später hocken wir jetzt da, oder? Ich mache jetzt irgendetwas Pilates. Bin fertig. Mein Journal ausfüllen. Ich glaube, das bringt mir nicht so viel mit dem Journal. Weil ich schreibe mir immer alles auf dem Handy auf und alles, was so nicht auf meinem Handy ist, vergesse ich sowieso innerhalb von 2 Sekunden. Ah, und übrigens, das mit dem Handy hat heute genauso wenig funktioniert. Ich war sowas vor dem Handy. Kurz noch das Fazit von gestern. Irgendwie, ich glaube, das am Morgen Sport machen ist nicht geil für mich. Ich glaube, ich muss das aus meiner perfekten Morgenroutine streichen. Für mein Wohl. Aber heute muss ich am Morgen schon reiten. Hi Melli. Wir sind zurück vom Reiten. Und ja, habe ich meditiert? Nein. Leute, also, meine neue Theorie ist, Abendroutine grösser als Morgenroutine. Das ist ein fucking Scam, dass alle sagen, die Morgenroutine macht alles besser. Wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich einen scheiß Schlaf habe, dann ist mein ganzer nächsten Tag scheiße, habe ich gemerkt. Darum glaube ich, das Video ist recht unnötig. Abendroutine ist mein new homie. Coco und ich sagen guten Morgen. Heute probiere ich wirklich einfach mal das umsetzen, was ich wirklich am liebsten habe. Und wo ich das Gefühl habe, das können wir wirklich am besten tun. Dann probiere ich heute mal etwas anderes aus, was nicht das ist, was ich bis jetzt gemacht habe. Also Bro, ich habe es ja bis jetzt noch nicht mal richtig durchgezogen. Sorry Leute, sorry. Sorry. For the same reasons that you're wasting time. To begin with. I'm not wasting time. Etwas, was ich mega gerne mache. Einfach irgendeinen nice Podcast hören. Am besten nicht gerade True Crime am Morgen, aber ich bin auch guilty, dass ich das mache. Aber so etwas, wo so jemand zum Zulassen ist, weil ich mag nicht reden. Und dann mache ich mir so einen hier, so eine Instant Chai, die gibt es im Coop. Und normalerweise würde ich jetzt anhocken und während ich den scheiß Tee trinke, auf TikTok scrollen, das ist ja nicht der Point. Also,
logisch ist das, was ich normalerweise mache, nicht die ideale Morgenroutine. Darum kann ich mir vorstellen, dass es am besten wäre, wenn ich dann einfach so trinken würde und nebenbei der Podcast läuft und ich einfach so nichts mache währenddessen, weil es ist ja sowas von einer Reizüberflutung. Ich muss anfangen so am Morgen, Bro. Du kannst nicht am Morgen 40 Sachen aufs Mal hören, schauen, laufen und dann das Gefühl haben, dass du irgendwie gut zu deinem Hirn bist. Dann frisse ich Knoppers. Das ist mein Scheiß zum Morgen, das ist mir scheißegal. Nein, actually, das Morgen, das ich bis jetzt gegessen habe, war verdammt geil gewesen. Ich habe einfach nichts mehr von dem daheim. Going on from the disaster. So, Coco, du bist das nächste auf der Liste. Wo ist meine Ente? Schaut mal, wie herzig. Es sind so kleine Babys. Die sind so herzig. Und ich bin so froh, dass die da sind. Und meine Mami irgendwann so, ja, aber die werden voll geschlachtet. Okay, und ehrlich gesagt, das Journal, das ich gekauft habe, und das Manifestation-Ding, das bringt mir nichts. Ich glaube ja selber nicht, was ich da drin schreibe. Von wegen I am strong, I am queen, I am bro. Nein, das bringt mir nichts. Darum ich schreibe einfach meine To-Do-Liste auf meinem Handy. Auf Notizen. Weil ich schaue eh nur auf meinem Handy, was ich zu tun habe. Und etwas auf dieser To-Do-Liste ist fucking Leute zurückgeschrieben. Hi, aus dem Schnitt. Anscheinend habe ich einfach das Video nie so wirklich beendet. Also, Fazit. Hört nicht auf alles, was euch Social Media eintrichtert. Es finden nicht alle jede Morgenroutine gleich geil. Mir bringt es genau gar nichts, am Morgen irgendeinen scheiß Workout machen, dass ich um 12 Uhr schon müde bin. Findet raus, was euer eigenes Ding ist. Und ich nehme jetzt meine Abendroutine in Angriff. Ich glaube wirklich, das ist der Key. Das ist schlimmer, wenn man das nicht im Griff hat. Und das habe ich absolut nicht im Griff. Danke fürs Schauen. Das ist ein sehr chaotisches Video, aber was habt ihr von mir erwartet? Tschüss.